Ich begrüße euch ganz herzlich zum heutigen Panorama, moderiert aus Bern. Um folgende 2 Themen geht es heute. Die Melanie und der Daniel sind vom Berner Oberland auf Kanada ausgewandert und Touristen suchen Abkühlung auf dem Jungfraujoch. Vom Berner Oberland ab auf Kanada. Das haben Melanie und der Daniel gemacht. Sie ist aus Frutigen, er aus dem Stockental. Vor 2 Jahren sind sie ausgewandert, obwohl sie sich gar nicht so wirklich als Auswanderer sehen. Sie leben zwar im Westen von Kanada und würden auch gerne bleiben, aber es ist zu kompliziert. Wieso genau, erfahrt ihr jetzt. Wir haben früher nach den Ferien gespottet, wir wandern mal aus, aber wir waren nie die, die gesagt haben, wir gehen jetzt einfach und kommen nie mehr zurück. Wir wollten wirklich einfach mal das Land erleben, auch wenn wir arbeiten und leben hier. Und also ganz ehrlich, ich habe früher immer gemeint, nach einem halben Jahr wissen wir dann, wo wir unser Leben verbringen wollen. Aber es ist für mich gar nicht so. Für mich ist es einfach, wir leben im Moment in Kanada, es gefällt uns hier, wir bleiben auch noch ein bisschen, wenn wir können. Aber es ist wie nicht so das sichere Gefühl, dass man ausgewandert ist. Also ich denke, wir sind grundlegend schon eher pragmatisch und wissen, es ist nicht alles nur gutig. Aber es war sicher noch mal anders gewesen, als man sich vorneweg hat vorgestellt. Also ich finde schon, weißt, die kleinen Sachen, ich meine, dass du schon vor der Waschmaschine stehst und musst überlegen, wie lässt du es jetzt an, wo tust du hier das Zeug rein, weil halt einfach wirklich alles anders ist. Oder weil du musst Wasser holen, weil du es nicht einfach kannst rauslassen kannst. Halt einfach so Sachen zu merken, war am Anfang schon sehr fordernd gewesen, weil alles, was sonst Routine ist und easy peasy machst, wie Zähne putzen, ist halt hier schon wieder eine Herausforderung gewesen. Wenn ihr einen Punkt müsstet nehmen, wo Kanada der Schweiz voraus ist? Freiheit. Ja. Das ist weniger Regeln, was Freizeit anbelangt hier. Also eben, wie gesagt, du darfst einfach mit Squad kaufen, kannst es hinten auf den Karren fallen, du darfst überall darfst du fahren, was Staatsgebiet ist. Du darfst im Winter Snowmobil kaufen und snowmobilen. In der Schweiz darfst du es nicht. Und dann kannst du irgendwie fast von hier aus, von Williamsweg, wo wir jetzt sind, musst du 10 Minuten fahren und dann siehst du den ganzen Tag keinen Menschen, wenn du nicht willst. Also es ist richtig wild noch. Und das ist das, was für mich Freiheit bedeutet. Ja. Die Melanie aus Frutigen und der Daniel aus dem Stockental. Mehr von den 2 Kanada-Auswanderern findet ihr auf unserer Webseite. Gleichzeitig sorgt das hochsommerliche Ferienwetter im Berner Oberland, dass die Leute in Massen in die Berge fahren, um sich abzukühlen. Besonders beliebt ist das Jungfraujoch. Bei den Jungfraubahnen redet man von einem erfreulichen Zulauf. Im Jungfraujoch haben wir wirklich einen Mix, der aus aller Welt kommt. Das sind Gäste aus asiatischen Ländern, das sind Gäste aus den USA, Gäste aus verschiedensten europäischen Ländern. Das ist wirklich alles hier vertreten und das ist auch sehr schön, das zu sehen jeden Tag. Okay, you will have to delete the gentleman. Die Jungfraubahnen haben ein Reservationssystem für die Jungfraubahn, also den Zug, der auf das Jungfraujoch fährt. Und da können wir sehr gut die Leute über den ganzen Tag verteilen. Und das hilft uns natürlich, dass wir eben nicht zu viele Leute auf einmal am gleichen Ort haben. Was wir teilweise machen, zum Beispiel mit einem Pilotprojekt von Uni Bern, dass Gemeinden, die hier sind, plus die Jungfraubahnen, plus andere Bahnen, schauen, wo hat es, wenn viele Leute und wo können wir Massnahmen ergreifen. Wie immer findet ihr mehr Infos in unserer App oder auf plattformj.ch. Das war es auch schon wieder für heute. Wie das Wetter die nächsten Tage wird aussehen und wie warm das es noch wird, das erzählen euch Kollegen und Kolleginnen von Meteonews. Ich danke euch fürs Zuschauen, macht's gut und einen schönen Abend.
Wir haben Dienstagabend. Herzlich willkommen zum Wetterupdate auf der Plattform J, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ja, das Hochdruckgebiet hat sich wieder aufgebaut und das wird in den nächsten Tagen mehrheitlich wetterbestimmend bleiben. Es hat trockene Luft mitgebracht und vor allem auch wieder eine neue Hitzewelle, sehr warme Luft, die uns erreicht hat und ja, eben entsprechend dann auch Hitzetage mit sich bringt. Nach einer oft klaren Nacht werden wir morgen am Mittwoch auch wieder mit viel Sonne in den Tag starten. Es bildet sich im Laufe des Tages über dem Oberland ein paar Quellwolken. Das Gewitterrisiko bleibt aber sehr gering. Meistens also morgen sonnig, fast ein bisschen ähnlich wie heute, nur wird es noch ein bisschen heißer. Die Temperaturen erreichen 33 bis 34 Grad am Nachmittag. Dann geht es auch in den nächsten Tagen richtig heiß weiter, mit jeweils über 30 Grad am Nachmittag, teilweise sogar über 35 Grad, zum Beispiel am Donnerstag. Oft ist es sonnig, einzelne Gewitter kann man aber gerade aufs Wochenende her nicht ganz ausschliessen. Vielleicht auch am 1. August da und dort mal ein Donnerwetter, das es dann könnte geben. Ist jetzt aber noch ein bisschen zu früh, um ganz genau zu sagen, wo und wenn. Aber wir halten Sie natürlich auf dem Laufenden. Danke vielmals fürs Zuschauen und einen schönen Dienstagabend.